Oh, leck mich am Arsch. Servus, hallo und habe dir meine sehr verehrten Damen und Herren zu einer frischen Ausgabe Bayerisch für Anfänger. Heute sind wir wieder im Dienste der Wissenschaft unterwegs und wir machen eine unserer berühmt-berüchtigten Mischmassen. In dem Fall für die Klugscheißer, ja, ich mache wieder eine Mischhalbe, weil ich die Befürchtung habe, dass mir da jetzt nicht so atemberaubend schmeckt. Es gibt da andere, denen kann ich mir ganz gut vorstellen, dass diese Masse schon ganz gut schmeckt. Also rechnet wieder hoch, ich sage euch das richtige Rezept, mache aber halt nicht die Hälfte. Und zwar haben wir gedacht, heute ist ja so ein Tag, da fängt es wieder so ein wenig das Rennen an, es wieder wird schlechter. Wir gehen in den Herbst, deswegen bringen wir ein bisschen sommerliche Gefühle zurück, ein bisschen Strandgefühle, Summer Feeling, Summer Vibrations, und deswegen machen wir heute eine Tonic Mass beziehungsweise auch Bittermass genannt. Zuallererst brauchen wir in unser Gefäß 1,5 Liter Weizen. Mein natürlich wieder ein Viertel, aber in einer Mass braucht ihr einen halben. So, könnte halbe sein, oder? So, als nächste Zutat brauchen wir einen Viertel Liter, in einem Fall Cola. Mann, bin ich fähig, das Cola mit der Endhaft macht. So, bis jetzt war es ein Cola-Weizen. Ja. Ach, gleich hab ich wieder. Und jetzt, um das Ganze zum Namen zu bringen, Tonic Mass, Bittermass, was kennt man jetzt da wieder? Genau, Orangensaft, nein, natürlich nicht, sondern Tonic, Tonic Water. Ich persönlich bin kein Fan von bitteren Getränken, mir schmeckt auch Gin Tonic jetzt nicht so, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Personen, denen ein Gin Tonic schmeckt und ein Weizen schmeckt, eventuell dieses Getränk auch ganz gut schmeckt. Der Reis hat leider keine Zeit heute, aber also im Rezept müsst ihr dann quasi ein Viertel Liter Tonic draufstehen. Das heißt, halbe Liter Weizen, halbe Liter Cola, halbe Liter Weizen, Viertel der Liter Cola, Viertel der Liter Tonic. Das schaut dann so in ungefähr aus. Und dann haben wir eine Bitter- bzw. Tonic-Mass. Einen guten Miteinander. Ja, bitte, kommt hin. Boah. Jemand, der auf bittere Sachen steht, boah, oh, leck mich am Arsch. Also jemand, der auf bittere Sachen steht, für den ist es definitiv was. Also ich persönlich, wie gesagt, bin nicht so der wahnsinnig große Bitter-Fan. Ich mag lieber sauer und sowas. Probiert es aus. Meins habt ihr im Namen der Wissenschaft haben wir das jetzt mal probiert. Ich rufe jetzt jemanden an, der Gin Tonic macht. Da weiß ja auch wieder einige. Und der soll mir das dann zusammensaufen, weil sonst glaube ich, jetzt reißt es mich. Für die, die sagen, warum mischt man so einen Scheiß zusammen?
Es ist jetzt nicht so, dass ich daheim bei mir hocke und denke, oh, jetzt, was kann man denn zusammenschieben, was möglichst kreislich schmeckt, sondern ich bekomme diese Rezepte, das heißt, diese Rezepte existieren schon, diese Rezepte werden auch gemacht und auch getrunken. Das ist jetzt nicht, ich denke mir das jetzt aus, sondern die gibt's, die werden auch teilweise so verkauft sogar. Und ich mache es halt öffentlich. Wenn ihr Rezepte habt, dann dürft ihr natürlich in die Kommentare schreiben. Und jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit, und zwar hätte ich da eine Idee für eine neue Videoreihe, kann man schon mal sagen. Und ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Schreibt es einfach mal ein. Und zwar wäre mein Gedanke gewesen, es gibt ja seit jetzt ein paar Jahren gibt's ja einen heftigen Trend, dass sehr viele Jugendliche in Bayern sich in jeden Scheißkauf gibt es mittlerweile eine Bauung oder ein Heisel. Die Gruppierungen, die haben sich dann richtig Pullover gemacht und Kappler und die Heisler und Bauwagen, die sind teilweise ausgestattet besser wie jede Wohnung. Und mich würde es wirklich brennend interessieren, weil ich unglaublich viel über Snapchat Bilder und Zeichen aus so Heislern und Bauwagen und teilweise schon Einladungen gekriegt habe. Grüße gingen raus an den Fummelbunker und die Fummelbunker Crew. Die werden da mit Sicherheit begeistert dabei sein. Wenn ihr Lust habt und ihr ein Heisel / ein Bauwagen habt, dann schreibt uns doch einfach mal an und ich darf einfach mal so eine, ich sage mal, Videoreihe machen, indem wir die Heisler und so ein wenig besuchen und mal ein wenig drin filmen, weil sind die ausgestattet, weil haben die entstanden, wie lange gibt es die schon, weil ich finde es sehr, sehr faszinierend, was da teilweise für Aufwand betrieben worden ist und was für Technik hinter den ganzen Zeichen dann mittlerweile steckt, weil da wirklich viele Leute dran arbeiten. Und selbstverständlich sollte man dann auch schon langsam mal Video über unseren Bauwagen bringen, das eigentlich schon sehr, sehr, lass mich überlegen, sehr lang aussteht. Ja. Schreibt einfach mal ein, was ihr von dieser Idee haltet. Und wenn ihr einen Bauwagen oder was habt, könnt ihr es auch gerne einschreiben, schreibt am besten eine Postleitzahl dazu, dass ihr wisst, wer der ist, weil wenn der in Hintertupfing ist, dann ich kann zumindest jetzt am Anfang nicht 200 Kilometer fahren, dass ich irgendeinen Bauwagen anschaue. Ja, das war's dann soweit gewesen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder ist, bayerisch für Anfänger oder irgendein anderer Schmarrn auf dem Kanal. Ihr dürft selbstverständlich auf Facebook vorbeischauen, auf Instagram. Auf Facebook haben wir fast 1000 Follower, auf Instagram fast 1500 und auf Snapchat. Auf Snapchat kann ich gar nicht schauen, wie viele das sind, aber ich bin mir sicher, dass schon an die 2000 sind. Also es sind einige. Also Snapchat ist schon hardcore. Schaut vorbei, schreibt uns, schickt uns Büttel, schickt uns eine Postkarte mit einem Postfach und seid freundlich. Habert Ehre, Servus und seid freundlich, macht's es gut.